Liebe Leute, herzlich willkommen auf dem Site von der katholischen Kirche, kathol.lu. Wir geben euch heute gerne am Kader vom 400. Anniversär von der Wallfahrt zur Trägerin am Lied ein paar Punkte für die nächste Monat vorstellen. Wir wollen in dem Kontext auf verschiedene Veranstaltungen hinweisen, die über mehr in lange Zeit laufen, wo jeder reden sollte, von der profitieren, für so ein ja gucken oder lauschen zu gehen. Eine Sache, die uns wirklich ganz im Herz gelegen wird und wo wir nur an der Umsetzung sind, das sind Visiten von der Trägerin an den Altersheimer von der Stadt. Das ist ja so, dass ganz viele Leute, ganz viele Menschen eng verbunden sind mit dieser Trägerin, aber nicht mehr können selber an die Kathedrale kommen für die Oktav. Sie sind alt, sie sind krank, sie sind nicht mehr mobil und sie sitzen an ihren Altersheimer und heierns, da verlangern sie. Und dafür haben wir uns überlegt, für aber mit der Trägerin, ob die verschiedenen Plätze zu gehen. Trägerin auf Besuch an den Altersheimer an der Stadt. Die ersten 3 Visiten haben wir schon an der Runreis. Das ist so, dass Busentreprise Sales Lenz als freundlicherweise dabei unterstützt. Das heißt, sie fuhren als Trägerin und auch als selber mit einem Minibus auf die verschiedenen Plätze, wo wir als dann mit den Leuten an den Alters- und Pflegeheimen können gesehen. Das ist ein Programmpunkt, den nicht nur draußen geht, sondern ganz viel nur bannen. Das für die Leute ein Platz von der Begegnung, von der Erinnerung, von dem, was ihnen hier ganz Leben lang ganz wichtig war. An die Momente, wo wir Martinen den Rosenkranz bieten, wo wir die Allmutter Gotteslieder sangen, das sind ganz emovante Momente, die denen Leid ganz viel bringen. Und die auch für sie ein Moment von Stärkung auf und Trost ziehen. Und was könnte es mehr schön sein, wenn die Trägerin bei den Leuten könnt, für sie zu trösten. Wir waren nur auf 3 Plätzen, wir waren am Pfaffendal, wir waren zu Hamm und auf der Rum. Wir gehen nur nach bei den Franziskanerinnen auf der Bel Air, wir gehen bei den Elisabeth-Schwestern an den Park, wir gehen nach bei Zita-Schwestern, und wir gehen an den Pescator und ganz zum Schluss auch noch bei den Blo-Schwestern Sens, bei den Kontemplativschwestern. Die Visiten an den Altersheimen sind natürlich für allem für die Pensionäre und für die Bewohner an den Altersheimen, mit verschiedenen Häusern invitieren auch gerne die Membern von der Familien mit dabei. Und das ist dann eine Gelegenheit für eine gemeinsame Begegnung, die für uns alle gut und ganz wertvoll und ganz beglückend ist. Ein weiterer Höhepunkt von dem Jubiläumsjahr, aber wie all Jahr, das ist sicherlich die Oktavzeit hier an der Kathedrale, wo die Leute dann bei Trägerin am Lied auch gepilgert kommen. Das Jahr ist natürlich Jubiläumsoktav, nach dem Thema wie das Helllichtjahr, wie das Jubiläumsjahr, auch die Oktav treten Thema Pilger von der Hoffnung, Pèlerin d'Espérance. Den Oktavprediger wird das Jahr den Monseigneur Leo Wagner, den Weihbischof von Lützeburg, sein. An den Anfang wird gemerkt, den 10. Mai, das ist der Anfang mit der feierlichen Andacht, wie wir das gewinnt sind für die Oktavzeit. Dann die 14 Tage, die sich anschließen an den Aufschluss, den 25. Mai, mit der Schlussprozession und gleichzeitig auch dem Aufschluss von dem Jubiläumsjahr von der Trägerin am Lied. Es geht los mit dem zweiten Teil von der Dokumentation vom Historiker Robert Philippa über den Michel Engels sein Bilder zur Prozession. Den Michel Engels hat die feierliche Schlussprozession von 1993 durchgestaltet mit Skizzen. Skizzen waren immer etwas Neues, weil, wie es durchdenkt, Skizzen dafür gedenkt, für ein Ölspiel 4 zu bereden. Und ihr wisst, bei der Bause gezeichnet hat, wird man dann Atelier zu wählen und da umzusetzen. Und heute zu multiplizieren können dank einem neuen Prozedere, den sich Fototype genannt wird, und dadurch auf einer größeren Echelle verkaufen. Sein Werk ist aber auch ein bisschen kritisch angekommen, weil eben den Akzent auf die verschiedenen Gruppen setzt, auf die verschiedenen Leute setzt, und mit leichter Ironie den Leuten hier Haltung weist, hier Guck weist, hier, wie sie sich rausgefeizt tun, und dass den Hintergrund mit den Häusern ein bisschen sekundär geht. Oder wo ich noch herausfinde, dass die Planchen nicht 1893 gemalt sind, sondern 1877 die ältesten ist, weil den ermitteln kann, den Häuserbestand an den
Abschriften die Häuser sind und dann sukzessiv zur Summe gestaltet sie gehen. Auffällig ist es dabei, dass gesagt, wie so eine Prozession abgedeelt war, getrennt die Geschlechter, aber auch, dass eine Reihe von Statuen, eine Unmasse von Fendeln, mat gedrohen as kind dat ganz viel Musiken mat dabei war ander Leiit Staat geröscht hatten, mat Grenz, mat Fendeln op ihren Eiser an dat ganz viel Dennen runem stehen. Dennen als Zeche vom Lehrwen, die nie verdrechnen an die dann ganzen Dekor run auch die verschiedene Altäre machen. Klein noch Sachen die sehen auf Foto gesagt, dass wie Tramshäuschen rote Pötz auch du getan nimm von den Enseignen von der Geschäftsleit von die ganz genau auch von den Michel Engels ganz gerne de Point de vue hält wohin auf dem Haus von einem College von ihm gesagt. Planche Nummer 21 als ein ganzer Aparte war dummer der Mazedin, dat letzte aus Amerika ihre Fandel drohen an dat weist darauf hin, wie für die verwurzelt auch durch schon den Muttergotteskult an Amerika als die Zeit bei 1993 sind wir ungefähr bei 50.000 Litzebäuer, die an Amerika ausgewandert waren an auf Initiativ hin von dem Pastor Glode vormärschen hin als dann der Muttergotteskult auch an Amerika kom 1873 kulten ein Kirchstück konnten ein Kirche abbauen an Santa 1870 und sie auch ein Kopie von der Litzebäuer Muttergottes bei sich daheim. Den Amerikan klappt zu Lützeburg wird die Relationen wirklich gehalten. Auch der Bischof Kopp ist aus zweimal an Amerika gereist, sodass die Kontakte immer lebendig werden. Und sie kommen dann auch dazu, dass sie einen eigenen Fandel hatten, wo dann in den Stars and Stripes gesagt sind, mit der Mutter Gottes an zwei Jungen, die jetzt am links von dem Bild knien. Nun eine zweite Gruppe auf dem Bild, die marianische Solidarität durchstellt. Die Solidaritäten, die gehen sich zurück auf das 11. Jahrhundert, sind aber am Laufe des 18. Jahrhunderts verschwunden, erkennen eine Revival, eine Renaissance am 19. Jahrhundert. Die marianische Solidarität von Lützeburg war 1846 gegründet. Also lang ihre Obligation für an Schule zu gehen, vorgeschrieben ausgehen. Und da war der Bitte von mit ihren 300 Männern, für denen Kanner Demos Lesen und Schreiben beizubringen, ihre die offiziell Schule gehen als anhin natürlich auch die Liebe zur Trösterin der Betrübten zu vermitteln, wie an ihren Statuten steht. Auch der Papst Leo XIII. Hat das Initiativ gesteigt. Wir kommen nur an Philippsgas bei Dengeltje. Dengeltje annoncieren einen neuen Amend an der Prozession, weil gleich könnt die Statue von der Mutter Gottes. An die Engelcher, die sind sich Zeichen von der Purität, weil Mutter Gottes Purität durchstellt. An sie geheien Roseblätter, gelber, weißer, roter auf dem Boden. An Mutter Gottes, die geht dann auf Rosengebet über den Rosenteppich gefeiert. Weil Mutter Gottes ist ja auch die Himmelskönigin und die Königin von den Engeln, sodass das ein ganz hohes symbolische Wert hat. Muna war ein Herd auf dem Bild, der relativ streng als ein Accoutrement ausgeseit hat, das ist der Schweizer. Der Schweizer kennt den Titel hier von der Schweizer Gart, die eben Gart Papal bis heute ist. Und das war sozusagen ein Oppasser, auch an der Kirche, für die Ordnung war, für die muss noch nicht als eine gemeinschaftliche Feier gefeiert ausgehen, und dafür wird ihnen da geguckt, dass das schön, besonders schön brav bei der Wandlung war. Wir haben am Hintergrund Haus de Tornaco, oder das Haus für den Palais du Mobilier steht. Das war eines von den schönsten und größten Häusern von der Familie, wo dann Familie Tornaco auch mit den ersten Staatsminister gestaltet wird. Wir kommen nun auf Planche Nummer 27, wo Mutter Gottes selber am Bild ist. Sie geht in einem großen Baldachin gedrohen. Der Baldachin, den hat nicht mehr für gedrohen gehen von denen ältestgedenkten Pasteher aus der Zeit. Mutter Gottes ist aber auch ganz besonders festlich gekleidet.
Und zwar nicht nur festlich, sie ist auch Ancien Regime gekleidet, wenn das kann so sagen. Sie hat Maria Leszczyńska hier Rock und den die selber gesteckt hat, das war Königin von Frankreich, eine Prinzessin von Polen. Sie hat den Schleier und den Kaiserin Maria Theresa hier offriert hat. Sie hat goldene Vlies und das den Gouverneur von Lützburg, François d'Hotel, hier offriert hat. Alles das verlinkt sie mit dem Ancien Regime, das ist eine Tradition, die trotz der Französischen Revolution immer weitergeht, immer sich nicht neu erfindet. Aus mehr rezenten Elementen dreht sie dann die Krone, die 1866 den Pius IX. Hier offriert hat, genau wie den Zepter aus derselben Zeit, an natürlich der Schlüssel von der Stadt Lützeburg. Interessant ist zu sehen, auf dem Bild haben dass da Häuser stehen mit 3 Stecken, die da nie gesehen. Wir kommen auch relativ auf den Schluss von der Prozession, und zwar auf Planche Nummer 29, wo ihn dann als zukünftig Priester gesagt. Die vom Seminär dort kommen, wir sind an der Innichtgas, die Demos nach Rue Marie-Thérèse geheischt wird, die Reichscenter 1925 Rue Notre-Dame. An den Lützburger Seminär aus 1945 gegründet vom apostolischen Vicaire von Lützburg, dem Jean-Théodore Laurent. Den Seminär, der war angegliedert an den College, das heißt der Party, wo heute die Kathedrale ihren neuen Teil hat. Wir haben an den Jahren, wo wir bei der Prozessionsdienst 1984 bis 1914 zwischen 46 und 72 Kandidaten für an das Seminär anzutreten. Den Klerus ist natürlich der Pastor, als ein pluviale, ganz festlich ugedoen für dort zu kommen. Wir sehen, dass die Gewinner, die ugedoen oder dreht, die von Marien der Solidarität auch mit gegrenzt sind vom Marienverein, die eben teilgeholt und aktiv liturgisches Leben, dadurch, dass sie die Gewinner selber durchgestalten. Der Pastor, den wir im Bild gesehen haben, ist kein anderer wie der Pastor von der Kathedrale, der Friedrich Lesch, ein ganz guter Freund von Michel Engels. Ihn hat jemand drauf geholt, ob Turm von der Kathedrale, für von da aus ein wunderbares Panorama über die Stadt zu malen. Am Hintergrund erkennt ihr ein ganz großes Haus, eines von den schönsten Häusern aus der Stadt, mit wunderbaren Malereien dran. Dat der Familie Dobsburg geheiert huet am 17. Jahrhundert, dat am 19. Jahrhundert e ganz berüchtigt flott Brauhaus war, Münchner Kindel, wo Christstag ganz eng Bemschi gefeiert das gi, wo sich besonders die Deutsche Communität von Lützburg getroffen. Dat Haus ass Hände und Staatsminister Besch kom, et gouf 1963 leider Gottes aufgerat. Planche 30 weist dann den Bischof von Lützburg mit dem Allerheiligsten mat der Ehregard, die nebendru geht. Das ist den absoluten Höchstpunkt an den Schluss von der Prozession, die mit dem eucharistischen Segen auch ändert. Wir gesehen ganz klar auch an dem Baldachin Jungen, die Licht drohen, das Licht Christi drohen. Den Bischof als natürlich den Jean-Joseph Koppes, den Monstranz hält von dem Allerheiligsten zusammen an seinem Sakrament durch von weißer Farbe von der Noblesse. Sein Mitrag getan, Druckedo, bei so einem heiligen Akt den Klerus den Kap nicht bedeckt wird. Wir haben kommen dann Kirchenfabriken, die waren 1909 nach dem Napoleon gegründet gehen, und fundamental reformiert am Kader von der Trennung von Kirche und Staat. Am Hintergrund gesehen wir längs das Lenzenhaus an das Neidlenzenhaus, das da, wo heute Hotel Simoncini steht. Das waren 2 Häuser, das längs, das wird den Eck gemacht mit der 3 Königsgas, das war da, wo der Michelenz auf Wälders kommt. Das andere nebendrun, das stark mir heiß war, das auf Trab gefeiert hat, dass die Rupp bei den Knödler gegangen ist. Du hast den Michelenz gestorben, das war ein bisschen wie ein Neidhaus. Michelenz ist tatsächlich gestorben, wie aber paar Minuten nur den Michel Engels sei die Prozession gemalt hat. Wir sehen, dass auch Merei jetzt Bild an da erkennen wir die Arkaden, mit der wir nicht vergessen, geht immer gesperrt von einem Marché Couvert, dass die Arkaden die Zeit als Marché Couvert besonders für Gemüse, auf Hösch
gehalen sie gehen. Da gesehen wir bei dem 31. Bild, dem letzte Bild, gesehen wir dann, dass Hannert dem Bischof an Hannert dem der Kirchefabrik, dass da dann Gendarmerie Perd geht. Gendarmerie Perd, das eng höchsten Eier an eng Protektion, und da könnt eng onmass vu Leiit, wo ihr gesagt, dat Leiit von allen Alteren, Junker, Elerer, Kanner, Damen Herren dabei sind, gesendet, dat da sind die Echte aus der Staat kommen, andere gesendet vom Land kommt. Aber wir gesehen eng onmass vu Leiit, die Trappen opstehen, bis die Seite, wo dem muss dann nicht die Fies stehen, mit dem Platz, op de Knödler, bis bei der Meerei, wo die Leute dann auch die Zeit wie Haut den wunderbaren Spektakel do mat iwwer 1500 Leute, die matgegangen sind, bewundere sie kommen. Merci.